Liebe Zuschauer, um mich herum sitzt ein Dreigestirn. Ich gebe zu, man sieht es nicht auf den ersten Blick. Es wäre ein Dreigestirn gewesen, sagen wir mal so. Und jetzt lese ich mal vor, der Prinz, der sitzt ja neben mir, der ist der Markus Kluck und der ist Geschäftsführer von Kluck Umwelt Logistik. Links neben mir sitzt der Bauer, das ist der Lars Klimek. Der ist Anwalt für Bau- und Architektenrecht, ne? Genau. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Architektenrecht. Ja. Die armen Architekten haben es schwer, an ihr Honorar zu kommen. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Und da hilfst du dann? Da helfe ich denen bei, ja, gerne. Ach so, und auch wenn ich jetzt kein Honorar bekomme, würdest du dich dafür einsetzen, für mich? Sag mal, das wären jetzt weit über 30 € für dieses Interview. Unbedingt. Unbedingt, bis zum letzten. Ja. Und dein Honorar wären 130? Da müssten wir dann drüber sprechen, ob sich das rechnet. Okay, und da hinten sitzt die Jungfrau, der Daniel Müller, TV-Regisseur. Also hauptsächlich Fernsehen. Also wie gesagt, Sie sind leider kein Dreigestirn geworden. Wir wissen alle warum. Die Pandemie hat alles zurückgestellt. Und jetzt will ich mal wissen, wann ging das los mit dem, wir haben wahrscheinlich keine Chance, Dreigestirn zu werden? Ja, keine Chance. Hat sich eigentlich erst später herausgestellt, dass wir verstanden haben, dass wir es nicht so feiern können, wie wir eigentlich wollten, haben wir schon relativ früh. Also das war ja schon kurz nach Karneval, als die ersten Lockdowns kamen nach Heinsberg. Ja. Und da wussten wir schon, dass wir uns irgendwas einfallen lassen müssen, wie es dann weitergeht, was wir denn machen können und so. Und da haben wir lange dran festgehalten, letztendlich auch an verschiedenen Konzepten. Und je stärker diese Pandemie auch wurde, desto weniger oder desto eher wussten wir, dass wir immer weniger Sachen machen können. Wir haben aber lange überlegt und lange durchgehalten, aber dann zum Schluss war klar, dass da gar nichts geht. Wie weit sind die Vorbereitungen dann gediehen? An welchem Punkt wart ihr, wo er sagt, es geht nämlich vorbei? Meine beiden Kollegen hatten das Ornat schon angeprobt, also die Anprobe gab es schon. Ich konnte an dem Tag nicht, an dem Abend hat der Markus netterweise für mich mit angeprobt. Soweit waren wir schon, wir hatten Liedideen, wir hatten vom Grafiker bereits entworfene Orden und hatten uns auch schon überlegt, was wir so machen wollen in der Session, was wir jetzt hier nicht unterbreiten werden, aber ja, so weit waren wir, sagen wir so. Es hat noch keiner irgendwie einen Euro groß investiert, das war jetzt noch nicht, aber gedanklich waren wir quasi schon am 11.11. Und wie schlimm hat es sich dann getroffen? Wie schwer war es abzusagen, auch im Kopf jetzt, zu sagen, schade, jetzt sind wir doch kein Dreigestirn geworden? Naja, der Markus hat es ja gerade schon gesagt, der Daniel auch, wir waren natürlich schon in der Planung drin. Ne? Eigentlich als die Damen ja ihre grandiose Session noch am Laufen hatten, da waren wir ja auch schon mehr oder weniger uns am Aufwärmen und vor dem Hintergrund, wie der Markus schon sagte, wir haben uns dann lange schwer getan, lange mit der KG überlegt, ne, und uns versucht, möglichst viel da offen zu halten, ne, was man machen kann. Aber irgendwann war es dann bei uns soweit, dass wir gesagt haben, ja, das wird nichts werden im Zweifel. Und dann fällt man natürlich erstmal in ein tiefes Loch. Ne? Man hat viel Zeit investiert, die Vorfreude, man hat ja auch die Equipe, ne? Die Freunde, die mitmachen, einen unterstützen, alles, das hat man ja um sich schon geschart dann zu der Zeit. Und je größer dadurch natürlich die Vorfreude wurde, desto tiefer wurde das Loch, ne? In das man dann letzten Endes gefallen ist. Ne? Aber finanziell ist euch nichts hängen geblieben, weil es halt immer noch früh genug war, die Notbremse zu ziehen. Ja, das ist absolut richtig. Das war quasi ja genau an der zeitlichen Grenze zur Vertragsunterzeichnung, also war kurz vor Vertragsunterzeichnung, dass wir quasi vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Und da hat aber auch jeder Verständnis für, dass wir gesagt haben, also auch die KG, dass wir gesagt haben, wir halten das jetzt erstmal zurück, weil keiner wusste genau, was passiert. Klar, und erst mit Vertragsunterzeichnung wären ja dann finanzielle Verpflichtungen eingegangen, die wir dann natürlich nicht machen mussten. Stimmt. Tut dir leid, dass du jetzt in diesem Jahr kein Röckchen anziehen darfst und sowas? Mir tut grundsätzlich erstmal leid, dass es keine Fastelovend geht. Ja, und dass ich keinen Rock anziehen darf, ist natürlich, da habe ich immer von geträumt und das ist wirklich, ja.
Die Anprobe hattet ihr doch schon mal, ne? So ein bisschen. Ich meine, ich hätte ein Foto gesehen mit dir im langen Röckchen. Nee. Das war ich. Ach, das warst du? Wie ich eben sagte. Ja, wir sehen uns ähnlich. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Ja, dein Vater hat schon gesagt, Micke Jung kann alles tragen. Das stimmt. Steht nichts. Ja, genau. Ich war bei Markus ähnlich aufgeregt, ne, als ich gesehen habe. Da ich dachte, ach, so stelle ich mir den Daniel auch vor. Hervorragend. Ne? Jetzt ist es alles vorbei. Jetzt seid ihr drüber weg und plant ihr weiter? Plant ihr doch noch mal, jetzt nicht dieses Jahr, klar, aber irgendwann noch mal ein bisschen zu machen? Ja. Der Norbert, der sitzt da hinten, der wartet jetzt genau auf die Antwort. Ja, ich weiß, deshalb muss ich auch sehr vorsichtig sein. Ich überlege noch mal kurz. Also wir haben uns das offen gehalten, wir haben das nicht ausgeschlossen, dass wir das vielleicht später noch mal machen, aber wir haben der KG auch ganz klar gesagt, jetzt erstmal nicht, ne? Zumal die KG ja auch jetzt zunächst mal da entsprechende Nachfolge 3 Gestirne schon in der Pipeline hat für folgende Sessionen und die haben dann jetzt sicherlich auch erstmal da ihre Chance, das zu machen und sich ihren Traum zu verwirklichen. Ob das danach für uns 3 nochmal funktioniert, also wir 3 haben es uns auf jeden Fall erstmal offen gehalten und der KG gegenüber auch. Also. Ihr seid ja auch vom Alter her, schafft ihr das noch, auch in 3 Jahren? So, ein bisschen, ihr seid noch relativ rüstig, das muss man jetzt mal sagen. Also ich denke, das wird schon gehen. Tja, das war's. Ein Dreigestirn, das kein Dreigestirn wurde. Ist zwar traurig, aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir die in spätestens 2 oder 3 Jahren auf der Bühne sehen. Und dann wird es umso schöner. Jetzt sehen Sie erstmal die Stadtrebellen. Viel Spaß.